Moin alle Guten und willkommen beim Kachen TV. Heute ein ganz interessantes Sujet, und heute sprechen wir nämlich über Allergenen oder Intoleranzen, weil unter dem 13. Dezember 2014 müssen alle guten die ersten transformieren, die 14 Hauptlebensmittel affichieren, die entweder Allergien oder Intoleranzen provozieren können. Ich erzähle euch in diesem Video von einer Idee, die wirklich super ist, mehr von unserem Staat durch komplett Inkompetenz, wie immer, schön proper an den Sand gesagt wird. Unter dem 13. Dezember 2014 also mussten alle guten Restaurateuren, die also Lebensmittel transformieren, die Haupt 14 Allergenen affichieren, die also Intoleranzen an Energien provozieren können. Die ist wirklich gut. Mir ich mich so viel darüber aufregen, dass es ausgefordert ging als wie Arsch. Fangen wir lieber vor 4 Uhr an, ich erzähle euch, wie er so gefangen hat, was die 100 war. Und dann gucken wir, wie es tatsächlich ausgefordert wird. Was ist der Unterschied von einer Allergie und einer Intoleranz? Bei einer Allergie ist der Verteidigungsmechanismus vom Körper, den am Anfang extrem heftig reagiert auf eine Substanz, die à la base gar nicht schlimm ist. Die Reaktionen sind verschieden schlimm. Entweder geht es von roten Flecken auf der Haut bis zum Ausschwellen von der Zunge zum Hals und carrément kann der Körper einen Schock auslösen. Bei einer Intoleranz ist es nicht der Verteidigungsmechanismus vom Körper, der reagiert, sondern das Verdauungssystem. Es können also Lebensmittel, wo der Verdauungstrakt sieht, da kann ich nicht aufhängen, weil ihm ein ganz spezifisches Enzym fehlt, für das zu verschaffen. Also reagiert der Körper darauf und genauso wie bei der Allergie kann er dann von ganz leicht sein bis zu extremen heftigen Auswirkungen. Die Symptome von Allergien und Intoleranzen gleichen sich extrem. Der Staat hat sich also gesagt, komm man einfach und selber wie die Deutschen, die haben es schon lange, und wir affichieren auf den Karten alle guten Intoleranzen, für das die Leute wissen, ob du ein Gefahr oder nicht. Du musst wissen, dass es offiziell 120 Lebensmittel gibt, die Allergien oder Intoleranzen provozieren können. Wir für es nicht so kompliziert zu machen, also der Staat gegangen und einfach gesagt, oh, komm, wir holen einfach die 14 Hauptlebensmittel, wo die meisten Leute darauf reagieren, und die müssen dann die Restaurateuren umsetzen. Und machen wir noch ein Gesetz drauf, und da sind wir auch sicher, dass das klappt. Das heißt, auf der Karte am Restaurant steht just 11% von den Lebensmitteln, die tatsächlich Allergien und Intoleranzen können provozieren. Das ganz einfach just, für das es nicht so kompliziert geht. Anfang 2013 sind Restaurateuren dann einfach mal für ein Fait accompli gesagt gehen, so, der muss ab dem 1. Januar 2014 die Allergenen affichieren. Ich kann nicht so, und du war Panik gesucht bei den Restaurateuren. Weil Toreska an der Staat sind schön proper Hand an Hand gegangen und gesagt, wir lancieren das. Auf Punkt Kommunikation waren sie null. Nee, du hast den großen Retter kommen. Und das war eine Firma heute in Lützeburg, die zufälligerweise spezialisiert darauf war, die Leute, also die Restaurateure, Formationen an den Allergenen zu geben. Das ist alles Quatsch. Es sind nämlich auf die Formation gegangen gewesen, dass sie gucken gegangen, und im Endeffekt war das große Quatsch. Der Einzige, was du mitkriegst, ist ein kleiner Protokoller, die da könnt an den Fenster passen, neben den von Visa, Bankomat und TripAdvisor, wo dann drauf steht, dass dir die Formation mitgemacht hat. Hilft das einem? Nee. Die Formation hat ihm die 200 € gekostet gehabt. Das war ein Zug, auf den sie müssen absprangen, für einfach mal gut frick zu machen. Und im Endeffekt, die Restaurateuren sind mit nicht mehr rausgegangen, wie sie reingekommen sind. Es sind also auf die Formation gegangen, die hat 2 Stunden gedauert, kompletten Zeitverlust. Ich hätte besser gehabt zu googlen, da hätte ich genau dieselben Informationen gekriegt. Wir sind aber ganz positiv hingegangen, weil ich gesagt habe, okay, lo geht da bestimmt gewesen, wie die Restaurateuren die Allergenen anfangen affichieren sollen. Gut, nichts von dem. Die Restaurateuren haben erklärt, das ist eine Allergie, das ist eine Intoleranz, und ein bisschen gebradelt gehen, hier links serviert, mehr war nicht. Wenn von der Haut an ein Restaurant geht, guckt euch die Menüskarte an, da schreibt jeder für ihn das drauf von Allergien, das was er meint, und so wie ihn nicht meint. Die einmal an einer Feierseite, wo alles darüber erklären, die anderen schreiben Ziffern, 100 Menüen, das ist große Chaos. Dann habe ich gedacht, ach komm, hilfst du mal ein bisschen, lässt du ein Piktogramm mal ausschaffen, für ein Allergen mal zu affichieren, sodass am Anfang jeder dieselbe Ikonen benutzen auf ihre Karten, und dann wird einheitlich und viel mehr klar. Die Reaktion von Oreska, nee, wir machen das alles selber, wir müssen gucken am Start, und ja, das können wir nicht einfach so machen. Wie gesagt, das war mit 2014, heute sind wir Ende 2015, was das nochmal geschieht? Nicht. Als Außenstehender ist es schon ganz einfach zu sagen, hey, für was feierst du denn ab? Das ist so eigentlich ganz einfach. Geh einfach hin, hand den Karte, schreibst ein paar Ziffern hin, und innen auf der Karte schreibst du, was die Ziffer heißt, mit dem Allergen einfach. Ja, das ist nämlich viel komplizierter, am Anfang, wie der meint. Haben wir den Fall, der Restaurateur kriegt Fleisch geliefert und ihn transformiert das eben für sein Menü zu kochen. Die erste Frage, die ich mir stellen muss, war das Fleisch, ihr das bei der Restaurateur kommt,
schon an Kontakt mit einem Allergen? Dann war das keine Ahnung. Die zweite Frage ist, dass das Fleisch an der Küche mit irgendeinem Allergen in Verbindung kommt. Zum Beispiel, der Patissier lebt sehr durch die Küche durch und hat noch ein bisschen Mehl um sich, das dann rumfliegt und sich auf das Fleisch setzt. Der meint, das wäre übertrieben. Gelesen mal, es sind verschiedene Leute, die so heftig zum Beispiel auf Nüsse reagieren, die brauchen, um das nicht umzupacken, das geht schon immer durch, wenn sie an der Gegend sind, und dass die Substanz durch die Luft fliegt, dass sie aufhängen, allergisch darauf zu reagieren. Natürlich kommen wir noch auf die Karte zurück, die dir verlos darüber, dass die Allergenen, die der Restaurateur auf dem Menü, also auf dem Plat affichiert, dass die auch tatsächlich dran sind. Wie ist nicht 100%? Kann den Herr also nicht garantieren. Wie ich da an der Formation war ich natürlich schon die ganze Besen und haben die Restaurateuren einfach gesagt, guck, geht ganz einfach, schreib alle guten Ziffern von Allergenen an dein Menü und dann ein kleiner Stern, an die Stern verweist innen auf dein Menüsblatt und an der Stern schreibst du einfach peut contenir tous les allergènes existants. Ja, das ist eigentlich ganz krass, das so zu sagen, aber der Restaurateur muss sich einfach auf die sichere Seite setzen. Hast du mal einem geholfen? Nee, zum Ort dem Klient. Eine Lesung wird zum Beispiel gewünscht, der Restaurateur zu sagen, heute hältst du nach 5 Blatt, du liest da dann den Karte dran und auf das Blatt schreibst du alle guten Allergenen drauf. An den als Allergiker auf etwas, die kann dann einfach ein Kreuz neben das Lebensmittel machen oder vielleicht seine Allergie eben dran schreiben und das Blatt geht dann an die Küche. Ob manst hätten dann alle guten die Infos für dann zu sagen, ach, und ist nicht besser, dem Klient etwas anderes zu proposieren, weil sie sind nicht sicher, dass den an den Allergen nicht dran ist. Nee, das wird zu einfach gewünscht. Wenn er eine Möglichkeit, natürlich, der Staat hat nicht so gedacht. Für was? Weil er ganz einfach nicht den Terrain konsultiert hat und hat wie immer just ein Gesetz gemacht, er hat die Hühner gepucht und voilà, da gibt es schon eins. Ein gut idealer Bass, mit Leuten umgesetzt gegen die Arsch. Was er zum Beispiel, dass er den Restaurateur kein selber gemachte Küchelchen mehr darf bei der Kaffee lehnen. Mir ganz einfach da, wenn er nicht informiert hat über die Allergenen, die an dem Küchelchen dran sind. Ein anderes Beispiel. Der Restaurateur möchte seine eigene Soße. Ein ganz großes Risiko. Weil, was schreibt er dann dran? Was für Allergenen? Er kann sie praktisch alle guten ankreuzen. Die Lösung wäre also, fertig Soßen zu kaufen, weil da steht auf der Packung drauf, was für eine Allergien, was für eine Ingredienten. An dem Moment geht er einfach hin und er sieht, wenn irgendjemand sich beschwert von den Klienten und sagt, ich habe die Soße geholt, beschwer dich bei dem und nicht bei mir. Das ist just für euch zu erklären, dass am die Sache viel komplex ist, wie ihr meint. Mich gibt eure Meinung dazu interessieren. Schreibt es mir einfach in den Kommentar vom Video hier drin und dann los seid ihr darüber diskutieren. So, alle Gute, wir sind zum Schluss gekommen. Hier neben drin sind noch ein paar andere Videos, wo ihr könnt anklicken. Aber wenn das die erste ist auf diesem Kanal, hier könnt ihr euch abonnieren. Der Knöpfchen ist direkt hier drin. Da verpasst ihr sicher nichts mehr. Vielen Dank fürs Gucken. Bis dann. Ciao.